Und dazu bitten möchten wir auch gleich zu uns, nämlich auch nicht unmaßgeblich in das Projekt involviert und beteiligt, Herr Prokurist Ingenieur Martin Pfitzner von der Alpine Bau GmbH und den Bezirksvorsteher des Bezirks, in dem wir uns hier befinden, Gerhard Kubik, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt. Bitte kommen Sie auch dazu. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich nachgekommen sind. Selbstverständlich, es ist ein großer Tag für den Hafen Wien. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute dieses neue Hafentor, das größte entlang der Donau, präsentieren dürfen. Ich könnte Ihnen jetzt sehr viele technische Dinge erklären. Ich könnte Ihnen erzählen, wie groß das Hafentor ist. Ich könnte Ihnen sagen, dass es 200 Tonnen hat. Das entspricht zum Beispiel 4 Taurus-Lokomotiven oder umgerechnet zum Beispiel 40 Elefanten. Also das wäre das Gegengewicht dieses Tores. Ich könnte Ihnen die Länge der Schweißnähte aufzählen und vieles andere. Habe ich aber nicht vor. Ich möchte Ihnen ganz einfach und in Kürze einige Impressionen, die ich in den letzten Monaten mit den Leuten und von den Leuten, die dieses Projekt realisiert haben, erzählen. Seit rund 30 Monaten, 2,5 Jahre, werden hier auf dieser Baustelle Tag für Tag von 15 bis 20 Personen an diesem Projekt gearbeitet. Die Kosten, die dieses Projekt auf das Monat umgelegt bedeuten, kann man davon ausgehen, dass diese 15 Leute pro Monat, Monat für Monat, und das jetzt seit 2,5 Jahren, rund 2 bis 3 Einfamilienhäuser umsetzen und errichten, vom Substanzwert her. Aber ich habe Leute vor Ort erlebt, zum Beispiel Taucher, die mit 15 Kilo Helm am Kopf und 20 Kilo Blei an den Füßen in absoluter Finsternis das Hafentor am Grund des Bodens abgeschritten sind und kontrolliert haben. Ich habe vor 14 Tagen, Sie wissen das, die Hochwassersituation ist natürlich auch an uns nicht vorbeigegangen, Mitarbeiter der Baufirma erlebt, die auf der einen Seite geschützt nur durch Sprungwände, die 6 mm dick sind, 8 Meter Wassersäule, und sie stehen in einer Baugrube, die sie nur über eine lange Leiter verlassen können, und an der Oberkante war nicht mehr als 20 cm Wasser Platz, dann wäre die Baugrube geflutet geworden. Unter diesen Voraussetzungen haben hier ganz tolle Mitarbeiter der Baufirma hochrangige Arbeit geleistet, auf die sie absolut stolz sein können, und ich würde Sie darum bitten, weil all diese Mitarbeiter heute unter uns sind, Ihnen einen entsprechenden Applaus zukommen zu lassen. Naja, es ist immer so, wenn man eine Erfahrung gesammelt hat, so wie wir mit dem Hafentor, dann ist es natürlich naheliegend und ganz besonders wichtig, auch auf die anderen Häfen und auf die anderen Standorte zu schauen. Wir haben Alban, dort ist dringend ebenfalls eine Investition in das Hafentor notwendig, und auch dort werden wir einiges zu investieren haben in den nächsten 3 Jahren, und dann hoffe ich, dass wir 2013 ungefähr uns hier da wiedersehen und in Alban das nächste Feier auch nachhalten. Vielen Dank dem Geschäftsführerdirektor der Wien Holding, Kommissar Peter Hanke. Dankeschön. Frau Vizebürgermeister, dieses neue Wiener Hafentor, ein ganz besonderes Projekt, das zeigt, dass die Stadt Wien auf den Hochwasserschutz besonderen Wert legt. Welchen Stellenwert hat das Hafentor für den Hafen jetzt an sich, für die Stadt Wien und eben auch für den Hochwasserschutz und die Projekte, die da laufen? Nun, dieses Hafentor macht den Hafen noch attraktiver. Denn was ist für unsere Kunden und Kundinnen wichtig? Sicherheit und Zuverlässigkeit. Und dieser Hochwasserschutz ist dann natürlich ein ganz zentrales Element. Der Hafen ist ein wichtiger Bestandteil einer größeren Strategie, die wir in dieser Stadt haben. Wien hat ja eine ganz besondere Rolle. Wir sind mittlerweile eine Drehscheibe, eine Wirtschaftsdrehscheibe zwischen Ost und West. Wenn wir vor einigen Jahren da gestanden wären und wir hätten über Wien als Wirtschaftsmetropole gesprochen, dann hätten wir gesagt, nun, wir sind das Tor in den Osten. Mittlerweile hat sich die Welt verändert, die Politik verändert, die Wirtschaft verändert, und wir haben eine ganz wichtige Drehscheibenfunktion, die für die Wiener Unternehmungen von großer zentraler Bedeutung ist. Und da spielt der Hafen auch mit dieser Trimodalität, die er anbietet, eine ganz wichtige Rolle. Und deswegen investieren wir in der Stadt sehr bewusst, und wir investieren
investieren sehr bewusst jetzt. Während sich andere in der Wirtschaftskrise zurückziehen, sagen wir, gerade jetzt müssen wir investieren in die Wirtschaft, in die Arbeitsplätze, in den Standort Wien. Und ich denke, dieses Hafentor ist ein ganz besonders attraktives Beispiel dafür. Moment, bitte hoch! Super! So, und damit ist der Weg jetzt tatsächlich frei. Für den auf dem Hafen. Okay, Gelungen! Dieses Hafentor ist ein wunderbarer Schutz gegen Hochwasser. Gerade jetzt erleben wir ja, dass die Gewalten der Natur manchmal so Schwierigkeiten bringen können. Mit diesem Hafentor sind wir dagegen geschützt und es ist ein ganz wichtiger Schritt für den Hafen.